In der deutschen Abteilung, in den deutschen Unterrichten, muss man sehr viel mitmachen. Die Lehrer sind immer sehr, sehr nett und wollen, dass wir halt Spaß haben und Deutsch lernen und alles verstehen. Im Oktober gehe ich nach Deutschland zum Studieren. Ich habe das Stipendium, DAT-Stipendium bekommen. Also es ist alles fast finanziert und ich muss mir keine Sorgen darum machen und ich kann einfach das studieren, was ich will. Für gute Juristen ist Deutsch sehr, sehr hilfreich und ich würde sagen auch nötig. Persönlich mir hat zum Beispiel Deutscher Akademischer Austauschdienst sehr viel gegeben. Ich war zweimal in Deutschland, um ein Praktikum absolvieren und das hat meine Perspektive sehr viel weitergemacht. Kui sa hakkad saksa keelt niimoodi analüüsima, siis mõtled, et oi, see on küll üks väga komplitseeritud ja võib-olla isegi mõnes mõttes mitte nii ilus ja õudne keel, eks ole. Aga ta tegelikult on jube täpne keel. Minu jaoks saksa keel on hariduse keel. Et see poetry slam või see lavaluule või luuleprõmm, et see on tulnud nagu Eestisse just Saksamaa kaudu. Ja see on selline vaimustus elavast keelest, et elavast sõnast laval. Ja ma olen kuulnud ka palju inimesi ütlemas, et ei et saksa keel on ju nii kole või kõlaliselt. Ja siis, kui ma neile ise juhatan neid mõnede näiteks lavaluule inimeste juurde ja kuidas see kõlab niimoodi slämmituna laval, siis inimesed, et tegelikult on ju väga äge, et tegelikult on väga ilus. Aga ma tunnen ennast hästi saksa keeles, sest saksa keel on ka minu sõpruste keel. Goethe instituut muidu teadupäraselt ju tegeleb 3 asjaga: keele vahendamisega, kultuuri vahendamisega ja info edastamisega saksakeelse ruumi kohta, ennekõike siis Saksamaa kohta. Minu konkreetne ülesanne on loomulikult hea seista selle eest, et meie koolides pakutav keeleõppe, saksa keele õppe oleks heal tasemel, et meil oleksid head professionaalsed ja hästi motiveeritud õpetajad ja teiselt poolt, et saksa keele õppijal oleks seda keelt huvitav õppida, et tal on ka väljaspool keeletunde projekte ja olukordi, kus ta saab oma keeleoskust kasutada. Saksa Kultuuri Instituut on olnud siin Eestis varem kui Goethe instituut. Ehk siis saksa keelt ja kultuuri armastavad inimesed tulid kokku ja rajasid sellise instituudi. Kui Eestis rajati Goethe instituut, siis otsustati tollal, et Goethe instituudi keelekursused ja eksamid jäävad Saksa Kultuuriinstituuti ja meie tegeleme ennekõike siis Goethe instituudis kultuurikoostöö ja keelekoostööga siis koolide suunal. Ich kann nicht sagen, dass diese Digitalisierung wie ändert unsere Welt im positiv oder negativ weg. Die SPD hat mehr Stimmen und die CDU hingegen hat viele Stimmen verloren. Ja, ich bin sehr positiv überrascht darüber, wie gut die Studierenden an der Tallinner Uni Deutsch sprechen erstmal und auch wie motiviert sie sind, am Unterricht teilzunehmen und aktiv mehr zu lernen.
mit dem Thema studentisches Dorpat, was 2021 rausgekommen ist. Okay, also Navi Cup auf jeden Fall. Also das hat was mit der Russifizierung zu tun. Da ist dann auch jetzt das Bild und das Bild ist jetzt auch in der App. Drauf. Genau. Ja. Also wir gehen jetzt hier lang, oder? Also so lang. Ja. Gut. Na dann. Wäre dann Richtung Rathaus. Ja. Gut, wir gehen weiter. Meine ersten Vorlesungen waren trotzdem in dem Sinne lustig. Ich habe nicht wirklich was verstanden über Literaturwissenschaften auf Estnisch. Der erste Tag an der Uni war, ja, du bist richtig. Die Verbindung zwischen Estland und Deutschland ist, glaube ich, eine sehr gute. Und auch gerade die Universität Tartu trägt sehr viel dazu bei, dass es so bleibt. Irgendwas ist hier in Estland, was mich so mit dem Land sowie mit der Kultur und den Leuten so verbindet. Egal was passiert, ich glaube, Estland wird immer meine zweite Heimat bleiben. In dem heute nicht mehr bestehenden Eckhaus, dem Café Werner gegenüber. Also, cool.